Zur nächsten Station, und das ist der Hagedorn Westfalia Grasmäher. Es gab in der ersten Zeit der Mechanisierung in den 30er Jahren verschiedene Hersteller, die sogenannte Grasmäher hergestellt haben, nur zu dem Zweck, wie der Name schon sagt, Gras zu mähen. Und Sie sehen an der Seite das Mähwerk zum Grasmähen. Das sind natürlich sehr einfache Konstruktionen. In diesem Fall der Motor ist natürlich schon mal wichtig. Das waren teilweise DKW-Motoren, aber hier in dem Modell sind schon Deutz Dieselmotoren verbaut, die 9 bis 14 PS leisteten und zufällig arbeiten. Der Antrieb der Hinterräder erfolgt über Ketten und Ritzel, und darüber konnte auch über diese Ritzel die Endgeschwindigkeit, Sie sehen ja hier so atemberaubend 1,2 Kilometer vielleicht, die konnte man dann für die Straßenfahrt entsprechend verändern. Also das war, es gab auch andere Hersteller. Sie sehen auch hier diese Lenkung ganz einfach über einen Seilzug. So hatte man mit ganz einfachen Methoden einen fahrbaren Untersatz entwickelt, der dann eben nicht nur zum Betrieb dieser Grasmäher, sondern eben auch für die kleine Landwirtschaft zum Pflügen und so weiter eingesetzt werden können. Und ich begrüße ganz besonders Thomas Vatter, der heute hier mit diesem Grasmäher hierher gekommen ist. Und das ist ja auch ein wunderbares Schmuckstück und wie gesagt aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und dieser eigene Pflug, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Sie sehen, den hat er selber mitgebracht. Das ist ja noch ein Holzpflug. Sie sehen ja auch an der Pflugentwicklung, das war ja nach dem hölzernen, komplett Holzpflügen, Holzhaken, der nächste Schritt, dass man das Gestell noch aus Holz hatte und das Schar, den Pflugkörper, der war dann aus Eisen.